Ja Leute, spinn der alle wit an das Studio, hä? Kein Spieler raus. Just cause Feier an Dax hat das 3 die Leute an der Mikrowelle. Ma der Schwarm, die sind noch gut. Nerf this! Salut, Und herzlich willkommen bei Luxplay. na Tür also gebracht. Ich hoffe, ihr habt den Bayer an Raclette gut verdaut. Aber weil man die Spieler nicht so dick lebt, tun wir los Spieler fährst, die vier noch nicht in der Sendung waren. Et geschehen Dach nach Zeechner Wunder. Mit dem ganzen hin an hier mat THQ hätte Stemos net geduld, dass man nach gegen den dritten Deel vun der Reihe kreen. Da kom ganz viele Games ab. Bam! Sinne Brot. Ob sie allerdings auch gut Brot tun, dat verronnen ihr Gelo. Hey, wer warst du? Hey, Mama, wann bist du? Nee, geh! Ah! Röckel Stierflaschen. Ich verholen na blo. Okay. Willst du noch von Schiff der Schwerte wäsch? Merci. Moje Menschen, mein Nummers Krisch an ich erzählen jech, wat mein Schwester Fury so erlieft huet, wären ich zu Unrecht 100 Jahre Gefangenschaft war. Irgenden huet die 7 Todesende freigelos. Weil mein Brüder und ich mit andere Sachen beschäftigt waren, hat den Auftrag überholt. Also erkundig dafür dich mal eng half op de Welt. Me, das kann auch nicht pairt, weil Frauen im Steuern so. Dabei kämpft erst so wie ich durch Dungeons und stellt erst den Todsinnen. Dabei fand ich, dass sein Auflauf allerdings mehr monoton als die mein. Sicherlich hat Grit Formen, die am Laufen der Geschichte freischalt, mit derer neue Waffen auf Fähigkeiten, wie ihr Sprungboost kann kriegen. Me so richtig mat Rätsel an se huet Fury se schnitt. Du hatte mein Bruder dod an der Schomé ze bidden. Charakterlech werd még Schwüsse ihrch Mënschen noch splecken. Jeng werd net fir seg dauernd Kranzechkeet hasen. Shut up and fight! An die eng werd net grad dofir gern hun. It will make a fitting prison for the others once their physical forms have been broken. Immerhin hat sie sech méi géint a Watcher. Dat gefällt mir. Grafisch gesinn mischt dat ganze soliden Andruck, mee rapp mech net vum engen Perd. Mënschen, die han méger Schwester segem Spielstierchen, verdammennech hingegen. Dofir das Spiel dauernd vu Loet Pausen. Pop-ups an nolöden Texture geplot gëtt, verdingen se d'Apokalypse! Hey, wie könnt dat nimme woen Appes zu Darksiders 13 am Misch net anzulöden? Alle, reckelt mal zu summen. Alle, Schuschu. Moin, dir tapfer Menschen. Ich sind de Slayer of Demons aus Demon's Souls. A wo scheieren hunn, dass sech eng Heldin Menge Weher versicht, hunne schmissene weite Weh vu boletare Heiner kommen, an ihr schmeint du zu soen. Ich fühle mich ganz geeiert, dass ich rem als 4 gehol gouf, an hummer die Sache natürlich auch ugeguckt. Wei am mengem Spiel, wie sehr der Gegner muss gezielt 4 gehen, weil sos gesieht ganz schnell den Tod. An nie, ich schwätze nicht vom Kriegssingen Bruder. Leider möchte ich Kamera dabei gerne Strich durchrechnen. An dat ganz funktioniert Heinz so nicht so präzis wie ein Mengerspielerei. Die Hützer neue Trigger wie Rage Mode, nee, dat fühlt sich nicht so befriedigend wie ihr sollt. Allgemein fand ich viel sich dem Fury Peitsch echter wie nasse Läppchenen. Et fehlt einfach der Wucht, mit derer ich mein Gegner also nie wollen.
Moje Fury, wat kann ich für dich machen? Ma ich gesinn du hast ha auch nach Nebenjob. Wann's du willst, mech nämlich genug Damage, pimpt man dein mal. Mist klappen. So, Stoffe, dass du Scheizerei da. Bosskämpf variiere ganz wie bei mir an ihrer Qualität. Die eng sie spaßig erfordernd der Janer Manner. Viel von den Dungeons sind auch relativ standard. Das Seelensystem ist zwar mehr fein, wie besiegte Gegner kriegt Seelen, mit denen ihr Sache kaufen könnt. Wenn der stirbt, bleiben sie leihen. Mehr Disker könnt ihr so oft probieren, sie rumzuholen, wie ihr wollt. Waffe könnt ihr auch verbessern lassen. Und da drohen sie auch dringend tun, weil so viele Gegner schuld man, so viel halen so raus. Now stand aside, worthy adversary. 'Tis but a scratch. A scratch? Your arm's off. No, it isn't. Well, what's that then? Wann der stirft, hat er immer ein Bonfire, schmengen den Händler Wulgrim, bei dem der zurückgesät geht. Bei ihm kann er dann noch levelen, Sache kaufen, und vom Schnellreissystem profitieren. An hunne ich schon erzählt, dass Jungen, mehr dich lo wäschheu, weil das letzte Wort noch immer ist. Also, es stimmen den zwei ein Krüste schon zu dem, was sie sagen. Darksiders 3 fällt leider im Vergleich zu seinen Viergänger viel mehr flacher plakisch aus. Wird sicherlich seine Highlights, die aber leider durch ziemlich Unproperheiten vermisst gehen. Wenn das Spiel sollte ein eine gute Occasion fanden, so nicht, okay, könnt ein rausschnuppern, aber für den Vollpreis hat dem Fury seine ganze Reihe ruhig mehr hinten bieten. Billy, sollte mir net iwwer Just Cause Fair schwäze? Nee, na net. Lokum News. Okay. Warner Brothers Interactive Entertainment an IO Interactive hunn Hitman HD Enhanced Collection ugekënnecht. Doranne enthalen sind den Hitman Blood Money an den Absolution. Die beiden Titel sind auf 4K Oplesung remastert gin, a werden den 11. Januar für PS4 und Xbox One digital zu kreen sind. Bei einem Livestream wird der Produzent von der Tekken-Reihe Katsuhiro Harada bestätigt, dass den Tekken X Street Fighter noch immer ging existieren. Der Status vom Spiel also unerledigt gesagt gehen und ist ungefähr zu 30% fertig. Fans vom Bauset mussten nur ganz stark sein. Nintendo wird den Charakter offiziell als nicht Kanon konfirmiert. Den Heavy Rain an Detroit Become Human Entwickler Quantic Dream wird sich auf Twitter mit "We shall be back soon with some great news" zurückgemeldet. Ob Domadalo ein DLC für Detroit oder ganz neue Projekt gemengt das, steht noch an den Sternen. Wow, was für ein Jahr! 2018 hat spieltechnisch alles. Für storylastische Spieler wie God of War und Red Dead Redemption 2 bis zur Multiplayer-Schlacht bei Super Smash Bros. Ultimate. Die Menge 2019 kann abpacken. Weit gefehlt. Schon den ersten Mal vom Jahr weiß man lange erwartete Spiele zu überzeugen. Und dafür nehmen wir euch ein Lot Spieler vom Januar. Viel Spaß! Den Anfang vom Jahr möchte der Remake von Mario & Luigi, Bowser's Inside Story, an welchen die wir auch schon am Original den Bowser in der Reihe erkundet, von dem Bowser einen Kampf absolviert und noch Rätsel löst, für den Bowser auf seine eigene Reise durch Spielskönigreich zu helfen. Und die Leute, die das Original schon gespielt haben, gehen natürlich auch gedurcht. So ist mit Bowser Juniors Journey auch ein ganz neues Kapitel mit dabei. Mit Wayne checkten die Entwickler Fran and Fo das nächste PlayStation Exclusive an Trannen. Am Spiel wurde der Troll von einem Korb, welchen sich mit Wald erkunden zu können, durch goldene Stöpsel an Kant transformieren kann. Viel mehr auf dem Spiel noch nicht verraten, aber mit seiner düsteren Atmosphäre, seinem Synthi-Soundtrack und seiner Ähnlichkeit zu Journey, wird das Spiel bei euch schon zu punkten.
Die normalen JRPGs sind nicht zu langweilig. Und das immer das nämlich, wie wird da mit einem JRPG einen Launcher? Mit seinen überdrehten Farben, seinen unkonventionellen Waffen und einem funky klingenden Soundtrack weckt Y2K, ein postmodern RPG von Axe Studios, schon so much Interesse. Und nur von dem Hipster-Style, das klingt schon ziemlich geil. Weiter geht es mit Ace Combat 7, Skies Unknown von Bandai Namco. Diesen Deal will mit der Unreal Engine 4, dynamischem Wetter und mit einer bekannten Location das Strange Spiel World punkten. Daneben können sich Besitzer von einer PS4 auch darauf freuen, zumindest virtuell am Cockpit sitzen zu dürfen. Ace Combat Fans, ihr dürft gespannt bleiben. Für die Fans von der No More Hero Franchise hätte ich aufgepasst. Mit Travis Strikes Again No More Heroes geht aber Switch-Spin aus der Serie. Schnatzt dich allein nur zu zweit durch das Top-Down-Adventure und genießt den verdrehten Humor von einem Suda51-Videospiel. Wenn ihr auf der Sicht nach einem interessanten VR-Spiel seht, an dem mit allen Ecken gerätselt wird, dann können wir euch ein Fisherman's Tale von Inner Space VR und Herz legen. Als Fischer probiert ihr während einem Sturm und Spitz von einem Leuchtturm zu kommen und nutzt dafür alle Hilfe, die ihr kriegen könnt. Und ihr könnt hier erfahren von euch selber. Ein VR-Rätsel mit einem Minimi. Die Form wird klingt interessant und die gewissen Szenen scheinen vielversprechend. Ob ihr doch an der Praxis Spaß möchtet, verrät euch dann der Januar. Nur 20 lange Jahre kriegt Resident Evil 2 ein Remake spendiert. Begleitet der Polizist Leon Kennedy und Studentin Claire Redfield auf ihrem ersten Horrortrip durch das zombie-verseuchten Raccoon City. Der Remake bringt neue Kameraperspektiven, Zombies sieht selten nämlich aus und die Grafik auf Jahr 2090 angepasst. Dann geht noch viel mehr weit wie das, aber von der mehr wissen wollt, freut ihr schon auf euren Beitrag zum Spiel. Diktator-Simulation Tropico geht an die Saxtron. Neu an diesem Deal. Die managt nicht mehr eine Insel. Nee. Die managt den ganzen Archipel. Und dafür stehen 150 Gebäude zur Verfügung, ganz nach Transportmöglichkeiten wie Busdepots und Seelbahnen. Und das Beste, die könnt doch noch bis zu 4 Spieler spielen, mit denen oder gegen den. Also viel Spaß beim Diktator sein. Zu guter Letzt kommen wir zu einem Spiel, auf das schon lange gewartet wird. Kingdom Hearts 3. Heimat können wir endlich sagen, die Warten hat endlich an. 14 Jahre nach Kingdom Hearts 2, nur multiple Spin-offs und Remasters, könnt dem Sora seine Geschichte mit Kingdom Hearts 3 zu einem an. Mit der neuen Unreal Engine 4 sieht das Spiel einfach Bombe aus und die neue Attraction Flows scheinen noch viel versprechen. Ob es nur der langen Wartezeit so gut ist, wie die Fans sich erhoffen, muss aufgesiegt. Und damit verabschiede ich mich auch schon. Am hören uns dann am Februar. Schon die 3Dler haben wir jetzt mit Rico Rodriguez müssen schluen. Locken die vierten Just Cause raus. Aber weil alle gute Sachen 3 sind, muss die sich das echt mal noch beweisen können. Oh, da ist ein Tornado. Da muss ich mal ranziehen. Hola amigos, der Rico Rodriguez ist zurück für seine mittlerweile feierte Aventur. Der Protagonist aus der Just Cause-Reihe ist dieses am fiktiven südamerikanischen Staat Solis NRW, für mehr über seinen Pap sein Tod herauszufinden, den do mysteriöse Projekt Iliapa geschafft wird. Es stellt sich ziemlich sicher heraus, dass der Herrscher Oscar Espinosa an die schwarze Hand, der Verband von Mercenären, die den Rico schon an die Viergänger Tierbeschwer gemacht haben, die Hände am Spiel hatten. Am Projekt Iliapa haben sie en plus ein Waffenarsenal, mit der sie Tiere können manipulieren. Am weiteren Spielverlauf geht es der serientypisch Drums für Solis Stück für Stück aus der Kontrolle vom Espinosa zu befreien und nebenbei nach dem Projekt Iliapa zu stoppen. Wird Rico freier nach all kleinen Dörfchen Insel befreit, wird in das Fall auch Bewohner von Solis und ihre Armee vom Chaos zurück, aber befreit direkt ganz Gegenden auf E-Schlag. An der Regel heißt das, dass die für dich eine spezielle Mission muss bestehen und dann die Gegend mit der Armee vom Chaos kann erobern. Dafür brauchen wir allerdings Truppen, die für dich mal freigeschaltet gehen. Er könnte Chaos-Meter anspielen. An dem sind Installationen und Gefähre von der schwarzen Hand zerstört, verbrennt ihr Chaos und sammelt so Punkte. Als den Zähler gefüllt, klemmt ihr am Chaos-Level und kriegt die Truppe bei. Die gehen dann auf der Kartplanche der Frontlinie verdient, weil ein kleinen strategischen Not an das Ganze bringt. I don't get it. I don't get it. I don't get it. I don't get it. Für sich durch die riesige Open World zu bewegen, hat Rico Zugriff auf die verschiedenen Transportmittel.
Vom Motorrad bis zum Düsenjäger ist alles dabei. Mir für sich mal Stil fortzubewegen. Dafür hat ein Grappling Hook am Gepäck, mit dem man sich überall festkrallen und runterziehen. Zusammen mit einem Fallschirm und einem Wingsuit drehst du so wie ein Boss über die ganze Karte. Nein aus das Käier dat Rico se Grappling Hook kann modifizieren. So kann ihn zum Beispiel Ballon und Material oder Mensch festbringen, für sie wird wirklich an Luft ziehen. Und da sind du auch nach kleinen Raketenantrieber, die in andere Objekte können montiert gehen. Möglichkeiten für seine Kreativität freie Lauf zu lassen und nach Blitzen zu stellen, geht nicht also genug. Für ein bisschen Aufwechslung verstehen jetzt Missionen sich optional abträgt, bei denen sich als Stuntman betätigen, der Armee helfen oder alle Ruinen erforschen kann. An Aufwechslung an den Missionen also auch leider batternädig, weil die meisten von spielen sich bald identisch. Meistens geht es darum, eine Person oder ein Objekt zu beschützen. Wie beim Thema Escort Mission direkt fortlebt, die geht halt nicht unbedingt glücklich. An der Regel lebt der Verruf, just an den letzten Missionen und öfters mal Mist vor Rosereien man nicht beißen, weil dann mal gerne unfair geht, aber gefühlt 100 Gegner gleichzeitig greifen. Aber wenn wir schon beim Gesauer sind, da muss ich auch ein Kerkelsgrafik schwätzen. Charaktermodelle an Zwischensequenzen sind richtig allen an non-detailliert. Da gibt es geperst 30 Schummeln. Live Avalanche Studios, da tut ihr schon am Just Cause 3 besser gekriegt. Besonders, weil da wir am neuesten Patcher besser gehen als Tatsache, dass permanent Objekte erst im Neist auftauchen. Bon, auf Konsole keine Seelen hat, mir hat mich wirklich genervt, weil es offensichtlich ist. Auch die verschiedenen Stürme, die Inselregionen von Solis planen, und mit denen für im Release richtig viel Kram gemacht wird, sind von der rechten Mission mal aufgesehen ziemlich unspektakulär inszeniert. Okay, Floyd! It's really getting bad! Ich hatte das Gefühl, wie wenn die ein grundsätzlich eine gute Kack besser ausgesehen hat. Mir auf alle Fall schon. Den Zerikan der Gerhard kann auch einiges zugreifen. Den anderen lehne ich die bessere Finger Just Cause 3 ans Herz. Adios! I say we start with this. Mir hoffen der auch so gut gefallen wie Eis. So, und ich probiere nur rauszufahren, wie ich mit dem Ding neu landen kann. Ciao! Salut. Wie buchst du es eigentlich? Und herzlich willkommen bei Lux Play. Ein Jahr also gebracht. Nee. Salut. Und herzlich willkommen bei Lux Play. Danke. Aber wenn man die Spieler das ja nicht so dick. Da! Aber wenn man die Spieler nicht so dick. Aber wenn man die Spieler nicht so dick lebt, haben wir los Hat man los Spieler, die man in einer Sendung hatte. So! Ich will nicht sagen, aber der stimmt doch nicht richtig. Nee, oder so ist das doch nicht. Ja, geil! Lösch die da Du musst das Text gucken und gib mal keinen Text. Was denken wir den zwei Knien auf den Schnitt gegangen? Nee. Man sieht doch nur ausgesehen. Guck da du ein Bild. Du fliegt doch kein Wingsuit. Schon mein Face über den Kopf. Seid nämlich gerade ein bisschen... Ultra dämlich. Am Anfang war jemand so gut, dann wird ich den Grabben noch was verkackt. Ich weiß nicht, wen vor. Ich mein Verdroffe. Das ist geil, das du. Das schwirft, das du, Vollgas. Just Cause 4 und Dax hat das Treppen. Just Cause 3, nee. Salut. Und herzlich willkommen bei Lux Play.